Butter, Anke. Ist gut. Käse. Also in 2 Minuten einfach da drücken. Sind wir schon live? Ich muss nicht drücken. Good connection. Okay. Es geht noch 2 Minuten. Wir sind ein bisschen vor der Zeit. Aber es ist gut. Es ist besser so als zu spät. Ich weiß nicht, ist schon jemand online? Da kann man schreiben auf Vimeo. Heute sind wir auf Vimeo online und ich glaube auch noch auf anderen Kanälen. Ich sehe vor allem das Chat von Vimeo. Also, wenn ihr mir schreiben wollt, auf das Chat kann ich antworten. Vielleicht können wir das nächste Mal noch herausfinden, wie man mehrere Chats gleichzeitig aufschalten kann. Habt ihr heute einen schönen Tag gehabt? Heute war es wunderschön, so heiß. Ein bisschen heiß. Ich hatte nicht viel Energie. Es war schwül, aber jetzt regnet es ganz schön. Vielleicht gibt es noch ein richtiges Gewitter. Also wir senden heute live von Vimeo. Schreibt im Kommentar, ich muss noch schauen, aha, ich muss den Kommentar noch ein bisschen kleiner machen. Schreibt im Kommentar, dass ich sehe, ob das funktioniert. Schreibt, wenn ihr da seid, woher ihr kommt, ob ihr mich gut hört, ob alles in Ordnung ist. Also, bei mir sieht eigentlich alles gut aus. Ja, also, wenn wir mal loslegen. Heute ist Sonntag. Für viele Leute haben vielleicht schon Ferien angefangen. Auf jeden Fall war es heiß, wie in den Sommerferien. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Live-Chat auf Vimeo. Kommt auf Vimeo und schreibt mir, mit mir mitmachen. Heute wiederholen wir ein bisschen von 1 Minute Swiss German. Auf 1 Minute Swiss German gibt es ja 3-mal pro Woche eine neue Mini-Lektion. Ihr habt sie vielleicht schon gesehen und schon gelernt, schon gemacht. Und wir wiederholen. Hallo Marina, schön, dass du da bist. Wunderbar. Also, du siehst mich, du hörst mich, ist alles in Ordnung. Hallo Angie, du bist auch da, schön. Also, da haben wir ein Thema gehabt, so zum Morgen. Ja, was zum Essen. Hallo Andrew. Was ist das auf dem Bild? Ja, ihr könnt mir Antworten schreiben. Schreibt auch vielleicht, woher dass ihr zugeschaltet habt, wo dass ihr im Moment sind. Bei uns fängt es an zu regnen nach einem schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt auch einen erfrischenden Abend heute. Also, was ist das? Das ist... Also, wenn man etwas essen, du hast jeden Tag zum Morgen, da geht es ums Morgen, genau. Der isst ganz viel Pfannkuchen zum Morgen. Oder wir sagen auch französische Omelette. Das sind französische Omelette. Und was braucht man zum französische Omelette machen? Was tust du dazu? Pfannkuchen, genau. Pfannkuchen, es ist gut. Oder Crêpe, manchmal brauchen wir auch das französische Wort, Crêpe. Ja. Oder amerikanische Pfannkuchen, amerikanische Omeletten, die sind so ein bisschen dicker. Ja.
Palatschinken, genau. Ich glaube, in Österreich sind das Palatschinken. Mhm. Omelette. Nur Omelette ist, wenn es nur mit Ei ist. Und französische Omelette ist mit Mehl, genau, Zucker, ein bisschen vielleicht, Milch oder Wasser und Eier. Crepe, genau. Marmelade, ja, ihr könnt auch Konfit drauf tun oder Quark oder Früchte. Oder man kann sie, ich hatte einmal in Budapest ganz gute Pfannkuchen mit Spinat. Also das war ein Restaurant mit ganz viel Auswahl, was man kann zu diesen französischen Omeletten essen, zu diesen Crêpes. Salzig oder süß. Ja, also da haben wir, was ist Butter auf Schweizerdeutsch? Wisst ihr noch, es gibt Leute, die sagen Butter. Vielleicht dort, wo ihr seid, sagt man auch Butter. Aber es gibt ein anderes schweizerdeutsches Wort für Butter. Und Konfi ist besser. Mit Konfi ist besser als salzig, ja, Angie. Wie sagen wir in der Schweiz auch am Butter? Genau, Angie, der Anke. Also nicht alle. Meine Mutter und mein Vater haben sich immer ein bisschen gestritten, weil meine Mutter ist Zürcherin und mein Vater Luzerner. Und sie haben immer gesagt, nein, man sagt Anke, nein, man sagt Butter. Ja, das ist zum Morgen. Zum Morgen gibt es zum Beispiel Omelette oder französische Omelette. Und was ist das? In der Schweiz isst man das sehr viel, Cheese. Es gibt Greyerzer und es gibt Vacherin und es gibt Emmentaler und es gibt Tilsiter und Appenzeller Käse. Ups, jetzt habe ich es gesagt. Anke tönt besser. Genau. Das reimt sich sogar. Danke für eine Anke. Danke für Butter. Das ist nicht so. Reimt sich weniger gut. Ja, also, habt ihr gern Käse? Genau. Habt ihr gern Käse? Was ist euer Lieblingskäse? Ich habe sehr gern Greyerzer. Und jetzt in Freiburg gibt es einen neuen Käse. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der heisst Maréchal. Weil es dürfen nicht mehr alle Bauern Greyerzer machen, weil das ist jetzt kontrolliert, AOC, Greyerzer nur von Gruyère. Und jetzt machen sie einen anderen Käse, einen Greyerzer mit Kräutchen und der ist Maréchal und den habe ich fast noch lieber. Du hast gerne Käse, Angie. Und du, Andrew, du hast nicht gerne Käse. Du isst lieber etwas anderes. Mhm. Oder die Franzosen haben viel so Weichkäse, so weissen Käse, Frischkäse. Wir Schweizer, wir haben mehr so harten Käse. Gruyère ist der beste, Angie. Mhm. Wir haben vielleicht einen ähnlichen Geschmack. Also dann musst du Maréchal mal probieren. Maréchal-Käse, wenn du ihn nicht findest. Im Kanton Freiburg gibt es ihn sicher. Und was ist das? Das ist etwas aus Fleisch. Ich weiss nicht, ob ihr alle Fleisch esset. Vielleicht nicht zum Morgen. Oder esset ihr das zum Morgen? So auf einem Brot. Oder am Mittag, wenn du etwas Kleines picknicken, kannst du ein Sandwich mit dem machen. Was ist das? Wisst ihr, was Ham ist auf Schweizerdeutsch? Es gibt auch Salami oder es gibt Speck. Ja, manchmal das gehört zu einem englischen Morgen. Ja, wenn man mit Speck und Ei und Baked Beans, also Bohnen, weiße Bohnen in einer Tomatensauce. Wer weiss, was Ham ist auf Schweizerdeutsch?
Genau, Andrew, die Stadt Gruyère ist sehr schön. Es ist so ein Mini-Städtchen, die Altstadt auf einem so einem Hügel oben mit einem Schloss und dem Giger-Museum. Giger ist nicht so idyllisch wie die Szenerie rundherum. Schinken, genau, Andrew. Hast du gerne Schinken? Du hast nicht so gerne Käse. Vielleicht hast du gerne Schinken. Ja? Essen dir Schinken zum Morgen oder zum Nacht oder zum Mittag im Sandwich? Wenn ihr im Büro etwas Kleines essen. Ja? Ich habe gerne ein Schinkenbrot. Der Schinken. Also, jetzt haben wir genug vom Essen geredet. Ja? Habt ihr auch schon, ich hoffe, ihr habt schon zur Nacht gegessen und ihr habt nicht zu fest Hunger bekommen. Ja? Also, was ist das? Das braucht man zum Musik hören, zum Telefonieren, dass man das Telefon nicht immer am Ohr haben muss. Wir sind noch beim Essen. Du isst gerne Schinken zum Morgen, Angie. Das ist gut. Mit ein bisschen Tomaten oder Gurken auf dem Brot. Das ist sehr gut. Also, wir machen weiter mit Bürosachen. Bürosachen, das, was man auf dem Kopf hat. Genau, Kopfhörer. Ja, Kopfhörer. Also, ich habe mehr so kleine Kopfhörer. Mit, da. Ups, ja. Ich habe so kleine Kopfhörer, die man so Stöpsel in die Ohren steckt. Zum Telefonieren brauche ich es manchmal, zum Arbeiten, für die Lektionen oder auch weniger eigentlich zum Musik hören. Ja, braucht ihr viele Kopfhörer? Habt ihr so grosse Kopfhörer, die sehr gute Qualität haben? Habt ihr viel investiert in eure Kopfhörer? Genau, Marina. Kopfhörer gibt es fast zu jedem Telefon, ja. Es hat viele Leute, die Kopfhörer brauchen. Zum Telefonieren ist es besser, glaube ich, als wenn man das Telefon am Ohr hat. Das ist besser, wenn du das Telefon ein bisschen weg kannst haben, Distanz hast und kannst telefonieren. Und den Bildschirm kannst du sehen, wenn jemand anderes zum Beispiel ein Videoanruf ist und jemand anderes kannst du sehen. Du brauchst es nicht so viel, Angie, genau. Ich brauche es auch nicht jeden Tag. Die Kopfhörer. Die Kopfhörer sind gut, wenn man unterwegs etwas hören will oder Musik hören im Zug oder auf dem Bus. Vielleicht nicht zum Autofahren sind sie nicht ideal. Könnt ihr vielleicht mit Kopfhörern Sport machen? Andrew, du brauchst auch nicht so häufig Kopfhörer. Ja. Es gibt Leute, man sieht viele, die zum Beispiel gehen joggen oder Velo fahren und sie haben Kopfhörer in den Ohren. Das ist gäbig, man kann schnell das Telefon abnehmen, man muss nur irgendwo klicken oder so. Aber vielleicht ist es im Verkehr ein bisschen gefährlich. Es kann etwas passieren, wenn man nicht hört, wenn ein Auto kommt. Ja. Okay. Und was ist das? So ein Telefon, das man mit sich herumtragen kann, das mobil ist, kein Kabel hat, aber auch nicht unbedingt den Telefonanschluss daheim braucht. Ich denke, ihr habt alle so eins. Vielleicht sind ihr jetzt sogar gerade an dem Telefon. Wir haben 2 Worte auf Schweizerdeutsch. Ja.
Eins ist das Handy, ist eigentlich ein englisches Wort, das auf Englisch gar nicht das heisst. Und das Nattel, genau, Angie Marina, super. Habt ihr eine Blockade auf eurem Handy oder Nattel, dass ihr nicht zu viel telefoniert oder nicht zu viel auf online sind oder YouTube-Filme schaut? Also, meine Söhne, zwei, sie haben heute das Telefon versorgt und sind nicht erreichbar gewesen. Ja. Bist du manchmal auch nicht erreichbar oder bist du um die Uhr erreichbar? Musst du immer das Handy eingeschaltet haben? Vielleicht schaffst du im Spital oder niemand und du musst erreichbar sein. Ja, wie ist das bei dir? Ich muss sagen, ich vergesse manchmal mein Handy. Ah, mein Hund wartet vor der Tür. Genau, habt ihr nicht gehört. Das Handy, ich vergesse es manchmal und dann nachher beklagen sich Leute, dass ich nicht erreichbar bin. Ja, ich bin noch nicht die Generation, die immer daran denkt. Also, machen wir weiter. Das Handy, das Nattel, genau. Du tust gerne mit dem Handy Musik hören. Das macht meine Tochter sehr viel. Sie liebt es. Und sie hat so viele Playlisten auf ihrem Handy. Alle Musik gerade immer da, griffbereit. Ja, das ist schön. Und natürlich, was ist das? Wie sagt ihr am Computer noch anders? Wie sagt ihr im Büro? Oder wenn man so einen kleinen, zusammenklappbaren Computer hat, dann nachher kann man ihn mitnehmen, das ist praktisch. Angie, du vergisst dein Handy nie. Du gehörst zu der jungen Generation, sehr wahrscheinlich, wo das ist wie eine Hand oder so, wo man nicht vergisst. Der PC, genau, der Kompi, der Computer, ja. Mein Sohn ist Computerspezialist. Er kennt viel und er tut uns viel beraten. Das ist noch praktisch, wenn man jemanden hat, der rauskommt. Es gibt immer Neues. Ja, man hat nie ausgelernt. Ja, immer neue Programme und neue Computer und ja. Habt ihr einen Laptop oder habt ihr einen Computer, einen richtigen Computer mit der für aufs Pult? Okay, Angie, wir sind fast gleich alt. Okay. Dann haben wir, was ist das? Ich habe letztens einen bekommen von meinem Mann, aber ich habe ihn jetzt nicht da mit dem Namen drauf. Persönlich. Aber eigentlich schreibe ich gar nicht mehr so viel mit dem. Ich schreibe viel mehr am Computer. Aber ich muss sagen, ich schreibe gerne von Hand. Schreiben. Manchmal schreibe ich gerne eine Karte schreiben oder einen Brief schreiben oder Notizen oder einfach ein bisschen zeichnen von Hand. Ja, wie sagt man dem? Der Kugi oder der Kugelschreiber, ja? Häufig tut man einfach abkürzen, Kugi. Oder ich habe auch schon gehört, Kugeler. Kuli, genau. Kuli, das ist Hochdeutsch, genau. Und auf Schweizerdeutsch sagen wir Kugi. Gut, also ihr habt hoffentlich alles, was ihr braucht.
Tun ihr manchmal etwas ausleihen? Habt ihr auch schon jemandem das Handy ausgelegt oder den Computer ausgelegt? Oder sagt ihr, das ist ganz persönlich, das leihe ich niemandem aus? Habt ihr das schon, oder habt ihr selber schon jemanden gefragt wegen dem Ausleihen und vielleicht negative Antwort bekommen? Also ich sage euch schon, was das nächste Thema ist. Ihr könnt ruhig noch schreiben, aber wir haben ein bisschen Zeitverzögerung. Da geht es um die Liebe. Ja. Was du gern hast und was du weniger gern hast. Ja, das könnte man auch verbinden mit dem, tust du gern von Hand schreiben. Ja, einen Brief schreiben oder so. Genau, du. Hast du gern Berge? Genau, Angie, Berge. Oder gehst du lieber ans Meer? Ja, vielleicht geht ihr lieber an See oder an Fluss als in die Berge. Dann, das ist ein Getränk mit Alkohol, das man aus Trauben macht. Trauben sind Früchte, die man im Herbst pflückt, erntet. Angie, du hast lieber das Meer. Du bist vielleicht eine Südländerin. Marina, du hast die Berge gern. Ich denke, beides ist schön. Beides ist imposant. Das Meer, wenn es Sturm hat mit grossen Wellen und die Berge sind auch sehr imposant. Genau, das ist der Wein. Trinkt ihr gerne Wein oder habt ihr lieber einen Trink oder puren Alkohol oder kein Alkohol? Wenn wir bei meinen Eltern sind, dann gibt es immer ein Gläschen Wein. Ein Gläschen roten oder ein Gläschen weissen. Das ist egal, aber hauptsächlich zur Feier vom Tag, dass wir uns sehen, dass wir da sind oder dass sie bei uns sind, gibt es immer ein Gläschen Wein. Marina, du hast Wein sehr gern. Was ist dein Lieblingswein? Ich muss sagen, ich kenne mich nicht so aus mit Wein. Angie, du hast gerne Weisswein. Super. Habt ihr auch schon Schweizer Wein probiert? Es gibt auch guten Schweizer Wein. Andrew, du hast gerne Rotwein. Ich denke, ich habe gerne süßeren Wein oder semi-sweet, also halb süß. Der ganz trockene Wein, so nur zum Wein trinken, allein habe ich lieber, wenn er etwas süsser ist als trocken. Und ihr? Oh, der Wein. Genau. Und dann, natürlich, ich habe das, ich bin verheiratet, aber wir sagen häufig nicht den ganzen Namen, wir sagen so, als wäre es nur ein Mann, ja, das ist noch lustig, aber das ist meine, ich besitze ihn. Und Andrew, vielleicht hast du eine Wife, weißt du, was das ist? Meine Mann, genau. Marina, bist du verheiratet? Meine Mann. Oder hast du einen Partner? Heute haben viele Leute einen Partner. Ja? Oder eine Partnerin. Wer von euch ist verheiratet? Und wenn das eine
eine Frau ist, weiblich, dann was sagt man? Ja? Man sagt zum Beispiel Ehemann ab und zu, aber eigentlich sagt man nur Mann. Meistens. Und wenn man sagt «meine», dann sind wir verheiratet. Ja? Jetzt, Andrew, hast du eine Wife oder hast du keine? Oder noch keine? Oder einfach eine Partnerin? Was ist das? Marina, du bist in einer Beziehung. Also du hast einen Partner. Oder ein Freund. Du kannst auch sagen, meine Freund. Und dann das wissen wir, aha, ihr seid ein Paar, ihr gehört zusammen. Ja? Oder Männer können sagen, oder junge Männer können sagen, genau, dein Partner ist der Gary Enchi. Männer können sagen, ich habe eine Freundin. Also wenn du der Besitzer bist von dieser Freundin, dann ist es deine Partnerin oder dann sind ihr ein Paar. Oder sonst sagst du nur, ich habe eine Freundin. Ja? Ja? Oder das ist eine Freundin von mir. Ja? Genau, wenn du sagst, ich habe einen Freund, wenn du bist der Besitzer von diesem Freund, im Moment gehört er dir. Also dann kannst du sagen, ich habe einen Freund. Und noch zum allerletzten, zum Schluss, machen wir noch I like you. Auf Schweizerdeutsch sagen wir sehr selten, sagen wir nicht, ich mag dich. Eigentlich nicht. Also es gibt auch, wir Schweizer sind häufig ein bisschen moderat. Ja, wenn wir moderat sind, dann können wir einfach «gern» brauchen und sonst können wir noch das Verb «lieben» brauchen. Du kannst auch sagen «ich liebe Wein» oder «ich liebe Berge», «ich liebe Berge». Ja, aber Schweizer sind häufiger ein bisschen cooler. Ich habe die gern, genau. Das langt. Ich habe die gern. Oder natürlich, ich liebe die. Aber nicht, ich mag die. Das machen wir weniger. Das sagen wir nicht. Ja, also, schön sind ihr da gewesen. Merci fürs Mitschreiben, merci fürs Mitmachen. Ich hoffe, die Lektionen haben euch gefallen und ihr habt etwas lernen können. Schreibt mir Rückmeldungen, welche Themen das euch interessieren oder was das gut ist, was euch gefällt, was euch weniger gefällt. Also ihr seid da dabei, ja? Und ihr könnt Anregungen geben und ihr könnt mitbestimmen, wie das weitergehen soll. Die Video und die kleinen Lektionen 3-mal pro Woche. Also, helft mir, sagt mir eure Meinung, sagen, was euch bewegt und ich wünsche euch ganz eine schöne Zeit, einen schönen Abend und einen schönen Sommer und wir sehen uns wieder spätestens in einem Monat, wenn nicht früher. Und für die in die Ferien gehen, wünsche ich euch ganz schöne Ferien. Einen schönen Sommer. Tschüss zusammen.